Burgenlexikon. Von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Heute mal wieder ein Schwenk zu den Burgen und Schlössern der Oberpfalz. Das Schloss Sinnleiten in der Gemeinde Edelsfeld im Landkreis Amberg-Sulzbach. Von Ehebruch, Giftmord, Folter und Hinrichtung. Alles findet sich in der Geschichte zu diesem Schloss. Schloss Sinnleiten liegt etwa 20 Kilometer südöstlich von Auerbach in der Oberpfalz und etwa 22 Kilometer nordwestlich der Stadt Amberg. Das Schloss Sinnleiten selbst befindet sich im südlichen Ortsausgang des gleichnamigen Dorfes. Der historische Wohnsitz präsentiert sich heute als hoher, turmartiger Bau, während etwas abseits die barocke Schlosskapelle zu finden ist. Ein Hinweis für Besucher: Das Schloss befindet sich im Privatbesitz und das Grundstück darf nur mit Erlaubnis betreten werden. Schloss Sinnleiten ist ein interessantes Beispiel für Ortsnamenforschung, da die Herkunft des Namens unterschiedlich interpretiert wird. Eine gängige Theorie leitet ihn von den mittelhochdeutschen Wörtern Sind, Weg und Leite, Leute ab, was auf einen Ort verweist, durch den ein Weg führt und in dem Menschen leben. Eine andere Interpretation führt den Namen auf die lateinischen Begriffe Sund und Leite zurück, die für am Südhang gelegen stehen. Zusammengenommen könnte der Name also einen Ort beschreiben, an dem Leute an einem Weg entlang eines südlichen Hanges leben. Geschichtliches zum Schloss Sinnleiten. Der genaue Zeitpunkt der Entstehung einer Burg in Sinnleiten lässt sich urkundlich nicht belegen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass im Zuge des Burgenbaubooms im 12. Jahrhundert auch in Sinnleiten eine Burg errichtet wurde. Verschiedene Indizien deuten heute auf eine klassische Turmhügelburg hin, obwohl heute keine sichtbaren Überreste vorhanden sind, wie etwa ein Wale. In den bayerischen Herzogsurbanen, den Verzeichnissen der Besitzrechte der Grundherrschaften, werden in Sinnleiten 2 steuerpflichtige, geldpflichtige Höfe verzeichnet, und zwar in den Jahren 1280 und 1326. Im 14. Jahrhundert wird zudem ein Ortsadel, Sindleiter, urkundlich erwähnt, der das Gut zu Sindleit als Lehen der Schenken von Reicheneck, die Burg Reicheneck bei Harburg, innehatte. Spätestens zu dieser Zeit dürfte die Burg Sinnleiten bestanden haben. Die Bausubstanz und die Typologie des heute noch bestehenden Schlosses sprechen für das 14. Jahrhundert. Neben den Schenken von Reicheneck hatten auch die Bistümer Bamberg und Eichstätt sowie die Kurpfalz Lehen in Sinnleiten. Links zu sehen das Wappen der Schenken von Reicheneck und rechts eine Zeichnung der Burg Reicheneck bei Harburg um 1704. Heute sind nur noch wenige Reste der Burg erhalten. Im Jahr 1311 tauchen die Steininger erstmals als Lehensempfänger der Schenken von Reicheneck auf. Spätestens 1396 befindet sich das kurpfälzische Lehen im Besitz der Steinlinger. Diese erhielten von Kurfürst Ruprecht II. Von der Pfalz die Erlaubnis, die Behausung zu bauen, was jedoch nicht zwingend bedeutet, dass erst zu dieser Zeit eine Burg errichtet wurde. Vielmehr durften sie die bestehende Burg oder den Sitz ausbauen und befestigen. Die Burg und ein Teil des Dorfes waren nun pfälzisches Lehen, während die übrigen Teile bambergisches und Eichstätter Lehen blieben. Nach dem Aussterben der Schenken von Reicheneck in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts fielen deren Lehen an das Bistum Eichstätt. Da der Ortsadel der Sinnleiter im 15. Jahrhundert nicht mehr erwähnt wird, kann man davon ausgehen, dass diese Familie ausgestorben ist. Die Steinlinger hingegen waren bestrebt, alle Lehen zu Sinnleiten in ihren Besitz zu bringen, um ihre Herrschaft über das Gebiet zu festigen. Rechts sehen wir einen Ausschnitt aus der Karte Herrschaft Sinnleiten von 1515 mit dem Ort Sinnleiten und dem angedeuteten Schloss. Im Jahr 1504, während des Landshuter Erbfolgekrieges, wird erwähnt, dass auch der Sitz Sinnleiten Beschädigungen erlitten hat, was vermutlich ebenfalls auf das Dorf zutraf. 1518 werden 2 Lehenbriefe für Jörg und Hermann Steinlinger ausgestellt, was darauf hindeutet, dass Sinnleiten zu dieser Zeit unter den Steinlingern in 2 Hälften aufgeteilt war.
1525 wird Sinnleiten wieder als eine vereinte Hofmark unter Hermann Steinlinger aufgeführt, nachdem Jörg Steinlinger und seine Erben verstorben waren. 1571 übergab Hermann Steinlinger seine Güter an seine beiden Söhne. Wilhelm erhielt das Gut und das Stammschloss Steinling, während Wolf das Gut Sinnleiten übernahm. Der Fall Wolf von Steinling zu Sinnleiten. Ehebruch, Giftmord, Folter und Hinrichtung. Als Wilhelm Steinlinger 1584 plötzlich ohne männlichen Erben stirbt, fällt sein Besitz an seinen Bruder Wolf Steinlinger. Kurz darauf kursieren Gerüchte, dass Wolf und seine Schwägerin Anna, geborene von Plassenberg, Wilhelms Tod durch Gift herbeigeführt haben sollen. Beide werden des Ehebruchs und des Mordes beschuldigt. Wolf, der sich zu dieser Zeit in Amberg aufhält, flieht nach Sinnleiten auf sulzbachischem Gebiet. Der Amberger Landrichter entsendet 50 Bewaffnete, um ihn festzunehmen, doch Wolf entkommt erneut und versteckt sich vermutlich im benachbarten Schloss Weißenberg. Die Regierung von Sulzbach veranlasst eine Durchsuchung mit 22 Hakenschützen, doch Wolf gelingt abermals die Flucht, diesmal nach Vilseck, welches zum Bistum Bamberg gehörte. Als die sulzbachischen und Amberger Behörden zur Auslieferung auffordern, teilt der Pfleger von Vilseck mit, dass Wolf bereits weitergezogen sei. Im Oktober 1584 stellt sich Wolf Steinlinger überraschend der Amberger Regierung und wird in den Fuchssteiner Turm inhaftiert. Warum er sich stellte, bleibt ungeklärt, drohte ihm doch die Todesstrafe. Am 18. November 1584 wird er in das berüchtigte Diebsloch unter dem Amberger Rathaus verlegt und unter Folter verhört. Dabei gesteht er den Ehebruch und die Anstiftung zum Giftmord an seinem Bruder durch seine Schwägerin Anna. Daraufhin wird Wolf Steinlinger zum Tode durch das Schwert verurteilt. Seine öffentliche Hinrichtung erfolgt am 22. Januar 1585 auf dem Amberger Marktplatz. Er wird auf einen mit schwarzem Stoff bezogenen Stuhl gefesselt und geköpft. Vor der Hinrichtung hatte er noch versucht, das Todesurteil in lebenslange Haft umzuwandeln, doch aufgrund des öffentlichen Drucks blieb ihm die Begnadigung versagt. Was geschah mit Anna Steinlinger? Anna Steinlinger wurde 1584 von den Sulzbachern ebenfalls gefangen genommen und zunächst in Sulzbach an 2 Ketten inhaftiert. Dank des Geständnisses von Wolf Steinlinger kam sie vergleichsweise glimpflich davon. Nach ihrer Überführung nach Amberg wurde Anna von Steinling am 2. August 1585 öffentlich ausgestäubt. Das heißt, sie wurde ausgepeitscht und anschließend des Landes verwiesen. Danach kehrte sie auf das Gut Steinling zurück, das mittlerweile von Jobst Christoph Steinling, dem Sohn von Wolf Steinlinger, übernommen worden war. Sinnleiten ging an Johann Erhard von Steinling über, der ebenfalls ein Sohn von Wolf Steinlinger war. Nach dem Tod von Erhard übernahm dessen Witwe Anna die Verwaltung des Gutes Sinnleiten gemeinsam mit ihren Söhnen. Während des Dreißigjährigen Krieges musste Hans Burkhard von Steinling sein Gut Sinnleiten verlassen, da er als Protestant nicht bereit war, zum katholischen Glauben zu konvertieren. Er wurde Kommandant der Burg Hartenstein, Mittelfranken, die er 1635 kampflos an die Schweden übergab. Diese Entscheidung wurde ihm als Begünstigung des Feindes ausgelegt. Nach der Übergabe versuchte Hans Burkhard in den Jahren 1635 und 1637 erneut, den Besitz seines beschlagnahmten Gutes Sinnleiten zurückzuerhalten, was jedoch nicht gelang. Im Jahre 1638 wurde er aus bislang unbekannten Gründen erschossen. Neuer Herr auf Sinnleiten wird sein Bruder Hans Bartholomäus von Steinling, doch auch ihm ist das Glück nicht hold, da er von seinem angehenden Schwager erstochen wird. Als Erbe folgt ihm der dritte Bruder Hans Andreas und auf ihn dessen Sohn Georg Neidhardt von Steinling. Im Jahr 1693 stirbt Georg Neidhardt von Steinling. Da seine Kinder zu diesem Zeitpunkt noch unmündig sind, wird als Vormund der Verwandte Ferdinand Franz von Weix auf Falkenberg eingesetzt und mit Sinnleiten belehnt. Im Jahr 1715 kann die Witwe des Georg Neidhardt das Gut Sinnleiten verkaufen. Käufer ist der Regierungsrat Franz Meyer, der 1670 in den Reichsadelsstand erhoben wurde und sich nach dem Erwerb von Sinnleiten von Meyern auf und zu Sinnleiten nennt.
Somit war die Steinlinger Ära auf Sinnleiten beendet. Sie besaßen ihr Stammgut Steinling noch bis Anfang des 19. Jahrhunderts, wo das Schloss aufgrund zu hoher Kosten abgerissen wurde. 1763 verkaufen die Erben des Franz von Mayern auf und zu Sinnleiten das Gut an Karl Dietrich Lochner von Hüttenbach, dessen Stammschloss nördlich von Nürnberg liegt. Der neue Schlossherr erwirbt mehrere Schlösser und lässt an verschiedenen Orten aufwendige Neubauten errichten, darunter auch die Schlosskapelle in Sinnleiten. Hier das Wappen der Lochner von Hüttenbach an der Schlosskapelle von Sinnleiten. Im Jahr 1780 erwirbt der Hammermeister Johann Baptist von Hausmann zu Schrott das Gut Sinnleiten. Nach seinem Tod wird der Besitz in mehrere Teile unter verschiedenen Eigentümern aufgeteilt. 1833 kommt Sinnleiten an einen Güterhändler, der das Gut zerschlägt und weiterverkauft. Im Jahr 1908 erwirbt die Familie Winter das Schloss und betreibt bis ins 21. Jahrhundert eine Gaststätte. Mittlerweile wurde das Schloss weiterverkauft und es besteht die Hoffnung auf eine denkbar gerechte Sanierung. Die Baugeschichte von Schloss Sinnleiten. Ob zu den ersten Erwähnungen in Sinnleiten bereits ein Sitz vorhanden war, lässt sich nicht nachweisen, da bislang archäologische und baugeschichtliche Untersuchungen fehlen. Man kann nur aus alten Ansichten und einer Inaugenscheinnahme des historischen Baubestandes Rückschlüsse ziehen. Der Bau des turmartigen Schlosses spricht für das 14. Jahrhundert, was sich auch in der Mauerstärke des Gebäudes zeigt. Das Erdgeschoss ist heute nicht mehr im Original erhalten, was auf Umbauten Anfang des 20. Jahrhunderts zurückzuführen ist, als das Schloss als Gaststätte genutzt wurde. Auch die Jahreszahlen an der Ostseite 1722 und 1878 deuten auf Renovierungen hin, jedoch nicht auf die Baudaten. Das Bild zeigt Schloss Sinnleiten von Osten mit der heutigen Zufahrt. Da wo die Rasenfläche endet und das Pflaster beginnt, lag in etwa die Schlossmauer mit dem dortigen Tor. Ein Blick auf den Erdgeschossgrundrisses von Schloss Sinnleiten zeigt uns den Bestand als Gaststätte. Das Erdgeschoss war vermutlich eingewölbt und diente hauptsächlich der Lagernutzung. Heute sind nahezu alle Gewölbe entfernt und eine moderne Treppe führt in das erste Obergeschoss. Das turmartige Erscheinungsbild und die nachgewiesene Ummauerung der Kernanlage belegen, dass es sich um eine befestigte Anlage des 14. Jahrhunderts handelt. Auch der rückwärtige Hocheingang, der heute noch im Inneren im ersten Stock nachvollziehbar ist, spricht für diese Erbauungszeit. Schauen wir uns den Grundriss des ersten Obergeschosses an, finden wir 4 Räume vor, die teilweise mit Rahmenstuck verziert sind und wahrscheinlich unter den Lochners von Hüttenbach entstanden sind. Im Treppenhaus in Richtung Westen sind Reste eines Hocheingangs zu finden, der heute komplett vermauert ist. Wie auf dem Grundriss des zweiten Obergeschosses zu sehen ist, ist der dominierendste Raum der Saal, der etwa in südlicher Richtung liegt. Hier haben sich auch Stuckreste erhalten. Ein weiterer Raum, etwa in nordöstlicher Richtung, weist ebenfalls kleinen Rahmenstuck auf. Der Abstellraum beim Treppenhaus ist neueren Datums. Das folgende Rekonstruktionsmodell zeigt den Zustand von Schloss Sinnleiten zum Ende des 16. Jahrhunderts, Anfang des 17. Jahrhunderts mit seinem noch wehrhaften Charakter. Im Norden des ummauerten Hofes befinden sich niedrige Nebengebäude, die im Urkataster um 1840 noch erhalten waren. Das Tor im Osten durch die Ummauerung war zu dieser Zeit bereits abgebrochen. Das Modell von Schloss Sinnleiten Ostansicht zeigt uns die Schlossmauer mit dem Tor, rechts davon die niedrigen Nebengebäude. Zu beachten ist auch, dass auf dieser Seite kein Eingang in das Erdgeschoss war. Nordansicht des Schlosses Sinnleiten mit den davorliegenden Nebengebäuden. Auf dieser Seite sind im Schlossgebäude in den einzelnen Stockwerken Reste von Aborderkern festzustellen. Die Westseite vom Schloss Sinnleiten zeigt uns den Hocheingang, der durch eine hölzerne Treppenanlage zugänglich war. Und hier war der einzige Zugang in das Erdgeschoss. Blick auf die einfache Südseite des Schlosses Sinnleiten. (1722) unter den Lochner von Hüttenbach dürfte nicht nur die Schlosskapelle entstanden sein, sondern auch die stuckierten Zimmer in den Obergeschossen des Schlosses. Spätestens zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschwand die umlaufende Mauer und die Gräben,
Wassergräben wurden aufgefüllt, um vor allem mehr bebaubare Fläche zu schaffen. Ein Blick auf die um 1722 errichtete Schlosskapelle. Es wurden neue Wirtschaftsgebäude und ein Anbau an das Schloss im Osten errichtet. Moderne Fenster ersetzten die historischen Fenster, einige haben sich noch auf der Südseite erhalten. Das Innere wurde den Bedürfnissen angepasst, ein heute noch das Gebäude prägender Putz wurde aufgebracht. Es bleibt abzuwarten, wie sich das historische Gebäude Schloss Sinnleiten in Zukunft verändern wird. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister.